das habe ich doch alles schon versucht. Da trenne ich schon strikt zwischen Beruf und Privat. Da würde ganz Bayern davon profitieren. Mein Schwager ist ja kein Vetter. Quod erat demonstrandum. Was? Wurscht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Alexander Dobrindt macht das schon großartig. Also wenn jemand dieses Land rettet, dann er. Ja, neulich hat er sich sogar für Teilzeit stark gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, das schon auch. Aber ich meine, das Prinzip Dobrindt, das ist genial. Und ich hab's jetzt auch durchschaut. Aha. Ja, schauen Sie. Integration ist allgemein gescheitert. Ja, da sind wir uns einig. Ja. Genau. Und wenn etwas gescheitert ist, dann braucht man auch keine Maßnahmen mehr dafür. Also keine Kurse mehr. Genau. Und das heißt dann? Ja, dass die Integration noch weniger klappt. Und damit wäre endgültig bewiesen, dass sie schon vorher gescheitert war. Ja, man muss einfach der Realität ein bisschen auf die Sprünge helfen, um dann die entscheidenden Konsequenzen ziehen zu können. Und diese Mechanik kann man ja im Grunde überall anwenden. Ja, also zum Beispiel am Wohnungsmarkt, weil alle immer sagen, es gibt zu wenig Wohnungen. Die Menschen suchen verzweifelt. Aber wenn man genau jetzt aufhört, Wohnungen zu bauen, Dann suchen die Menschen auch nicht mehr. und wenn keiner mehr sucht, dann gibt es auch keinen Wohnungsnotstand mehr. Ja, und das heißt dann Lösung. Nein, das heißt Prinzip Dobrindt. Ja, oder schauen Sie, der öffentliche Nahverkehr. Wenn man alle Strecken sperrt, fahren bald keine Züge mehr. Und wenn kein Zug mehr fährt, gibt es auch keine Verspätung. Ja, und die Menschen kaufen wieder mehr Autos. 2 Fliegen mit einer Klappe. Darauf muss man erst einmal kommen. Danke, Dobrindt. Deutschland ist gerettet.